Goedendag miteinander. Vandaag wil ik jou eens een beetje wat vertellen in Kleiplatt. Ik ben ja nu al bald 60 jaar weg von detten, en ik wil es versuchen. Denn eigentlich, wat ik jou vertellen will, dat is ja alles in detten passiert. Und wenn es nicht so klappt und ich komm dann ist einmal wir in Sandplatt, dann holt mir das noch. Ich wollte vertellen von Kriegsende. Ich habe ja noch die ersten 7 Jahre mit dem Krieg belebt. Und wenn das dann früher so war, auch nachts, wenn dann die Sirenen loshühlen, so mit dann wurden wir gauw weckt und dann rannten wir alle nach Hirmsorts in den Keller. Dort troffen sich die Hasennorbes, die ja eigentlich alle bloß so ein kleines Gewölbe unter ihr Hus haben. Bei uns war das auch bloß ein kleines Gewölbe. Da ging man so mit 5 auf 6 Holzstufen runter und da war auch bloß Platz für Kartoffeln, für Kohlen und für in Maxglas. Und dann wird der Keller auch wieder voll. Aber bei Hemsorts, da hier sind Krautenkeller unter das Hus. Das Hus wird ja auch viel nie gebaut. Und da stehen in den Flur, in den Kellerflur, da stehen lange Bänke. Und da hatten sich die Leute drupp, die Norbes drupp. Und dann warten sie ab, wann dann die Flieges mit so einem Gebrumme über die Stadt flaugen. Dann wurden die Mödes, dann wurden wir erst alle auf dem Schaut, nur von den älteren Lüde. Und dann fangen sie an zu bärden. Und dann werden sie so laut, oder so laut, hätte das so laut? Ja, das kann man singen. Und das ganze Geräusch von Guten übertönt wurde. Und das wird dann werden sie ganz laut, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so wieder. Oder auch Hilf Maria, es ist Zeit, Hilf Mutter der Barmherzigkeit. Und dann vielleicht auch noch einen roten Rausenkranz anfangen, bloß damit dass die Kinder keine Angst haben, wenn dann Buten so Geräusche werden von den Flieges. Und in Keller, da stehen immer ein paar Emmes mit Frischwarte. Man wusste ja nicht, ob man vielleicht noch etwas länger auf 2 Tage länger in dem Keller utholen muss. Und wie von unserer Familie, wir hatten da damals einen Schinken, die wir in so einen Kopfkissenbezug stocken und dass da bloß keine Fliegen dran kamen. Und wenn dann die Sirene wir losging, dass Entwarnung war, dann leibten wir alle gauw wir nach Hause hin, kraupen wir in unsere Betten und dann konnten wir wieder schlafen. Ich kann mich noch gut erinnern, es Schilgens Fabrik brannte. In Detten sind ja nicht viel Bomben fallen, wenn auf der Weststraße, da sind ja doch noch ein paar Leute andaut kommen. Und Schilgens Fabrik, es die brannte, das wär so kleinig raut den Himmel über Detten und das dauern stundenlang, wenn nicht sogar tagelang, dass das da an Brannen wird. Und dann und eines Tages, da hören wir, und sorgen wir auch, dass die Panzers da von Hollingen kamen. Und da wird eine Panzersperre aufgebaut an Ende von Kirchhoff, von den alten Kirchhoff. Und da wird bloß in der Mitte bloß so ein Lock, dass man da so durchlaufen kann. Und die Panzers, die sollen ja nicht in die Stadt führen können. Es die Panzers sich da so rieges nah an der Kirchhoffseite auf den Bürgerstieg abstellen, da hören die Lüde alle bitte Dissdöke in den Fensters hangen, so als Theken von der Kapitulation. Und am nächsten Tag, als die Panzers da alle stehen und die Soldaten da ute Panzers kroppen, da troffen wir nicht nur Buten.
Denn unsere Mama wusste ja nicht, was da zu verkehls würden, die da alle an rumleipen an den Panzers. Und am ersten Tag, da kam unsere Mama Gas aufgerichtet. Kinder, ab sofort in den Keller und seid mucksmäuschenstill, da kommt einer von den Soldaten auf unser Haus zu und er hat was Silbernes in der Hand. Ich hoffe ja nicht, dass das ein Gewehr ist. Also ganz mucksmäuschenstill im Keller. Und dann stolpern wie alle Sirmchau die Kellertreppe runter. Und dann hören wir wohl, dass an der Tür klopft wurde und unsere Mama macht dann die Tür los. Und da kam dann ein von den Soldaten drin, von den Tommys drin. Und dann sagt der Tommy, wir wat, und dann sagt unsere Mama, wir wat. Und noch 2 auf 3 Minuten, da voll der Hustür wird tot und den Soldat können wir weg. Und da könnt ihr dann fort, Kinder, ihr könnt alle wieder raufkommen, der Soldat ist weg. Und als es wieder fragen, was wollte der denn? Da sagte unsere Mama, ach, der hatte so einen kleinen Kochtopf in der Hand und da wollte der heißes Wasser haben. Die wollten sich da Eier kochen in dem Panzer. Von daher kann ich mir das ja auch wohl vorstellen, wenn der Tommy fragt nach Hot Water, Heet Water, das ist ja ganz verständlich. Da hat unsere Mama dann auch vor uns wusste, was denn Tommy will. Ja, und die Hasestadt, nicht die Hasestadt, die ganze Straße, die stunk nach Benzin und nach Motorolge und ach ja, so was. Und es war ganz schrecklich. Und dann sorgen wir auch, dass die Soldaten ganz witt braut hier. So ein witten Stuten, die haft gar nicht bei uns. Wenn die noch so schnieren von in der Hand hier und die hier ja alles so fett verschmierte Olgefinger, dann kann man direkt sein, wo die Olgefinger ob das Braut stehen. Bei uns haft damals gerade in den Tagen Maisbraut. Ich stön für das Haus, hier eine Schnier mit Maisbraut in der Hand. Und da kam, und ach, das schmeckt afschülig, das war so bitter und ich mochte das gar nicht, aber ach, hat ja den Hunger, den trifft dann auch wohl rein. Und da kam ein Opa vorbei, blieb bei mir stehen und sagte, ach, Wichtgen, was hast du hier ein lecker Stück Kuchen in der Hand? Mein, nee, das ist ja Chiel von Eier. Da kam ich mich so veräppelt für. Das hab ich nicht vergessen. Ja, und wenn dann mit dem Jeep, wenn dann die Höckeren von den Soldaten mit dem Jeep in die Stadt führen und wir würden an Kriegerdenkmal auf den Krauten Fürplatz an Völkerball spielen auf so, dann blieben sie stehen mit dem Jeep und wir leipen hin und Sachen dann und bierdelten sie an. Schokolade für klein Baby. Und dann greifen sie noch unten in den Jeep und dann hören sie so ein Händchen voll mit kleinen Schokoladentöffelkes und die kriegen wir dann. Das wäre ja auch eigentlich so das einzigste Schlicketüchs, was wir kriegen. Sonntag's, dann haft witten Stuten bei uns mit Hurdeburte und mit so Zucker drüber hin streit. Und oft wenn wir dann bei Hülsmanns so einen Inkaufmarkt hier für ein paar Tage in Verrut, so an Freitag auf Sonntag, dann haft immer so ein Spitztütchen, so ein Brunspitztütchen mit Papier und da werden dann so kleine Himbeerbömskes drin. Das haft dann so geschenkt. Ja, und unsere Ulla und unsere Elli, die fanden das so interessant, dass die Soldaten eine Sprache hier drup hören, was sie nicht verstehen können. Damals gab das ja noch gar nicht, dass da das Englisch in der Volksschule lehrt wurde. Und da haben sich die beiden was gedacht. Und das hat unsere Elli mir an letzte noch mal erzählt. Unsere Ulla
Und die hören sich was und dacht, ja, die wollen gerne so tun, als wenn sie auch utländisch küren können. Und dann können sie in die Stadt und wenn dort dann so ein paar Lüde Binene stehen an der Straße, dann können sie da vorbei und dann sagen sie, Ulla, Harassa Bellomino. Und dann muss sie ehrlich sagen, Aske Dömmene. Und dann leiben sie wieder und dann werden die Lüdekers verdattet und sagen, was sind das denn für Kinder? Sind das Utländer Kinder? Was kürt die denn für eine Sprache? Und die beiden hören dann so einen Spaß. Und wenn sie dann auch erst wie Hagel auf wie Overmeier für die Schaufenster da Frauen stehen sagen, dann können sie da auch hin und sagen dann, sagen sie Ulla dann, Harassa Bellomino. Und dann weißt du, ob so ein Kostüm. Und dann sagt Elli, Askedömmene? Und dann sagt Ulla, Askedömmene. Was das hat natürlich gar nichts, aber sie wollen hier so einen Spaß daran, dass sie die Leute damit vernippen können. So, ich glaube, nur habe ich auch wie genug vertellt und ich sage nur von Tagen nicht, tut ihr was hin, auf so, auf holt ihr Kriegel. Ich sage, Harassa Bellomino, Askedömmene. Gut,